Guten Morgen, ich bin der Laurent, Schüler aus dem LCE. Wir sind an der Option Filmen und mir ein paar kleine Reportagen für euch vorbereitet. Wir wollten aufhängen mit den erstgewünschten von den Schülern aus dem LCE. Die erstgewünschten von den Schülern aus dem LCE ist ein interessantes und komplexes Thema. Dafür haben wir ein paar Schüler aus dem LCE gefragt und wir wollten von ihnen wissen, ob sie an so eine Kantine gehen oder an den Kaffee, und vor allem, was sie essen und wie sie es fanden. Und wenn sie etwas schlecht fanden, was geben sie durch eine andere. Normalerweise gehen wir an Cafeteria, schon wegen Sachen Matsch von daheim. Und sonst gehen wir an Subway oder gehen wir auch gerne Pizza essen. Ich gehe natürlich bald nicht mehr an die Kantine, so 3-mal in der Woche oder so. Die ersten 2 Tage gehen wir natürlich raus, aber 3-mal gehen wir fix an die Kantine. Andere gingen ich am Anfang nicht viel, ich fand es super, dass sie immer ein Criado bieten. Die holen mir meistens von normalen Plat nicht so gut aus. Ich fand auch gut, dass sie vegetarische Plat bieten für alle die kein Fleisch essen. Ich fand das Konzept am Anfang relativ gut. Was genau weiß ich nicht. Ich meine, das ist auch schwer, das zu anderen. Das ist eher so eine Sache von Geschmack, gebe ich eher so. Und gehen ja aber ganz viele Leute an Kantine, dafür meine ich nicht, dass sie so viel falsch machen. Und ja, die Preise sind noch ziemlich an der Reihe. Wirklich, alles andere gebe ich nicht. Alltag geht bei uns am meisten nach Alice frisch Obst. Heute ist noch nicht vorgestellt, wie das frisch Obst tun könnt. Aber mir haben es vorgestellt. Die meisten Schulen hier aus dem Land bieten gratis Obst an. Wir haben uns gefragt, wie das zustande kommt. Madame Hinkel hat uns dazu ein paar Informationen gegeben. Also die Obst wird von einem Furniture geliefert, ich weiß nicht, ob ich den kann nennen, das ist ein bisschen Schleichwerbung. Die könnt alle Woche meines Neues. Und die Obst können aus der ganzen Welt. Wir Bananen, die kommen aus der Dominikanischen Republik. Wir haben Clementinen, die kommen aus Spanien. Könnt viel aus der Welt, Steppel, Bieren, wenn es nicht mehr geht, wenn Lützburger Furniture genug haben, dann Produzenten genug und dann kommt ihr aus Lützburg. Am liebsten. Und alle Woche geht es ja eine Zucht. Wie setzt das fest? Das setzt das Ministerium selber fest, das hängt davon ab, was gerade mehr ist. Was gerade Weil Bananen gehen dann von Garcia über Clementinen, gehen dann im Sommer kein, da kriegen wir dafür mehr Äpfel und mehr Bieren. Das variiert immer. Da sind wir keinen Einfluss drauf. Leider gibt bei uns am meisten nach Alice eine große Problematik. Die Sportbedingungen sind nicht immens gut. Wir haben Herrn Direktor und den Turnprof zu dem Thema interviewt und wir wollten von ihnen wissen, ob und wenn ihr eine neue Sporthalle für den LC wird gehen. Wir haben uns vorgestellt, wie die aktuelle Situation von der Sporthalle für den LC ist und wie es mit dem Plan für die Zukunft aussieht. Wir haben den Turnprof, den Herrn Hartmann, dazu interviewt. Ja, das ist schon lange bekannt, dass die Sportinstallationen vom 1. nach Alice alt sind, überholt sind, nicht mehr modern sind. Und auch für uns als Turnprofen, wir hauptsächlich für die Schüler, nicht mit den aktuellsten Konditionen eben entsprechen. GS, da kann sich noch gut bewegen, wir haben PS, das ist ja den Saal, wo dann von unik ist auf der Welt, wo in einen Pass an der Käie muss machen, an der Rotante. Das ist ja nicht normal, dass den eigentlich dadurch die Schüler so kann anbieten, wo auch Plätze wirklich nicht groß genug ist, für eine große Klasse zu schaffen. Und wie gesagt, doch dann der Lautpegel ist so hoch, dass dann auch für Profen schwierig ist, aber auch für Schüler, an dem kommen die dann auch Schule zu haben. Dem Herr Direktor seine Meinung hat so interessiert. Und dafür haben wir ihm auch ein paar Fragen darüber gestellt. Der letzte Stand, den mir als Information zugedrohen ist, das von unserem Bürgermeister, der hat mir gesagt, dass sie von Planen für die Platz, wo die Erdprimärschule steht, an der Orangerie, oder seitig von der Orangerie, für die aufzureißen. Wo die da so hinkommen, das steht ein bisschen an der Sterne. Wahrscheinlich in für eine Containerstruktur provisorisch. An dem Platz käme dann eventuell die Sportsache für den Lycée, die dem Staat gehört, dann in den Lycée exportiert. Alle Schule hat hier Assistent Pädagogik, der mir da auch. Wir wollten von Ihnen wissen, was Sie bei uns machen. Weil bei allen Lycée hat auch den ersten nach College Assistent Pädagogik. Ich werde hier Tagesauflauf an Aufgaben, wo wir uns schlau gemacht. Was ist Ihre Aufgabe am LC? Meine Aufgabe am LC ist hauptsächlich Surveillance halten, wenn Prof krank ist oder an der Cafeteria.
oder auch am Feuer wieder so Kicker so stehen, da bist noch passieren. Und wie sehen Ihr Zukunftsplan aus? Ja, der Plan ist, Sportsport zu gehen, so sehr wie möglich. Da werde ich Konkurs machen. Ja. Für dann heute später hin am Lycée einen Platz zu kriegen, oder? Also das wird Ziel heute am Lycée, das wird optimal und ich will einen Platz kriegen. Andere, vielmals merci. War das Ihre Aufgabe heute am LC? Meine Hauptaufgabe am LC ist, an der Cafeteria eben aufzupassen, wenn ein Prof fehlt, die Schüler aufzuzählen, im Surveyor zu halten, eben auch an der Saal, wenn mal eine Prüfung aus oder Festzahlen. Will er dann später hin in der Schule Prof gehen, oder? Nee, eigentlich nicht. Prof ist also nicht mein Traumberuf. Sicher nur im Moment am Sahnisch, das vielleicht aber beim Staat oder bei einer Gemeinde, wo ich gucke, ob es von ein Übergangsjob. Das heißt, ihr wollt gar nicht mit an den Schulsektor? Eigentlich nicht wirklich. Das ist nicht für mich. Andere. Vielmals merci. Ja, gescheit. Wir haben bei uns am Lycée auch ein Internat, auch nach Bullat genannt. Den Herr Dietrich, den Direktor von der Bullat, wird als Rede an Antwort gestanden. D'Internat ist auch ein ganz interessantes Sujet in Relation mit dem LCE. So haben wir also Kontakt mit Herrn Dieterich, dem Direktor von der Bullat, gemacht und ihm ein paar Fragen gestellt. Eine erste Frage, die wir dem Herrn Dieterich gestellt haben, ist, wo hier dann der Name Bullat kommt. Wo es hier kommt, das wohl kann nicht mehr so erklärt gehen, dass in der Zeit, wie die Küche noch nicht so die gastronomische Ursprüche hat, dass immer gesagt gehen ist, das ist so der Mythos, dass noch am Moment von der Woche alle Fleischreste durch den Wolf gedreht gehen und dann gibt es immer Bullette gehen. Ja. Das ist die Erklärung, die ihn hört. Ja. Wir wollten dann noch wissen, wie viele Schüler momentan an der Bullat sind. Ja, das mal oben auf, das wirst auch am Laufe des Jahres. Am Moment sind wir bei ungefähr 40 internen und dann 3 semi-internen, das sind die Schüler, die tagsüber heimat betreut gehen und dann oben so gehen. Also Größenordnung so an die 40. Letzteres wollten wir dann auch noch wissen, was ein Internatsschüler für Aktivitäten im Gebäude kriegt. Ja, Freizeitangebote, die sind für uns schon wichtig, weil ich meine, nicht der Schule ist immer Priorität, die Tüten und so, aber das ist einfach ein equilibrierten Tagesauflauf, wo wir wollen vermitteln, dass ja, unterschiedliche Interessen am Leben auch wichtig sind. Not einmal der Sport, der spielt eine große Rolle bei uns. Also wir haben am Anfang so den Tag organisiert, dass immer am Nummern, an der Regel von 3 bis 4 ein Programm ist, ein Pflichtprogramm für die Mädchen, das ist für altersabhängig mit den Klassen, die müssen alle Tag eine Aktivität machen, von 3 bis 4 Jahre, und davon ist viel Sport, das ist der Fußball, der Basket, der Tischtennis, Fitness, Laufen. Das können aber auch andere Sachen sein, die nicht so sportorientiert sind, wie Kunst, Holzatelier, Kachen, Gesellschaftsspieler. Also das ist schon relativ breit gefächert. Premier- und Dreißigjährige-Schüler haben knapp 5 Wochen Schule. Wir wollten vom Komitee wissen, was sie machen. An den meisten Lyceen hier im Land ist es eine Tradition, dass sich Schüler aus den Abschlussklassen zusammentun und ein Komitee bilden. Das ist auch der Fall am Irschenacher Lycée. Du wirst mir ein bisschen über die Präträ 2015-2016 informiert und der Präsident Gilles Feltes und Member Charlie Hausemer interviewt, was dann Präträ eigentlich ist. Präträ setzt sich aus Prä an eben Trä zusammen, das Premier und Dreißigjährige. Und da sind eben für gewisse Leute aus all Klassen am besten pur diese Stuhl ein Komitee als Freude treffen und wir probieren eben für allem Galeries zu finanzieren und dafür ist das Komitee da und organisiert eben lauter verschiedene Sachen. Was habt ihr als nächstes geplant? Wir für das nächste Mal eine Après-Ski-Party organisiert. Zwischen all den Primären und Dreißigjährigen organisieren wir immer Freibären. Wen hat Ploveren, die ihr verkauft habt, designt und wie viel habt ihr davon insgesamt verkauft? Wir designen und Ploveren Schüler aus der Premiere, hauptsächlich Lys Mattei. Und insgesamt haben wir über 400 Ploveren verkauft. Zu guter Letzt weisen wir eine kleine Reportage über die Appariteuren. Ein Appariteur schafft hunderte Kulissen und sorgt dafür, dass die Experimente präpariert sind. Für den Beruf vom Appariteur Minot zu kommen, haben wir den Herrn Evers gefragt, was hier dann zwischen der Stunde möchte. Zwischen den Stunden in der Unschaltsdommer war einerseits ja nicht 20 Stöcherei. Natürlich muss man in den Aufraum für einen anderen draufzusetzen. Dann heißt es auch mal ein Apparat, die Futti aus der Flicken steht, soweit es geht. Über welche Mittel kriegt ihr gesagt, was ihr vorbereiten müsst? Also ich also Buchleine schreiben immer dran. Ich habe ja für den Tag die Stunden da und dort auf den Tisch gesagt.
im Prinzip müssen durchranzuhören an nun zuschalten, was dann die Sache holt, wie ihr seht. Als Meinung vun de Profen och interessiert, dofir mir man dem Eisen um ein Interview gefrot. Wir sind froh, dass wir so hun das ist ganz einfach die Hölle von uns zwischen den Stunden, wo sie Sache sehr brett gestaltet, die mir da brauche für die jeweiligen Klassen. Und wenn ich da von einer Klasse ja auf die nächste muss gehen, dann ist es immer ganz fein, wenn ich Lust habe, muss an Präparation kommen, die man und dann kriegen wir sehr den Ewigsten ran, den anderen raus. Das heißt, das ist für uns ein immens wertvoll und sinnvoll Arbeit, aber auch zwischendurch immer im Wäschraumen, was auffällt, nur den TPen, die Schüler hier rechter Wäschraumen, Gläser spulen, also alles, was ihr könnt. Machen sie bestellen noch als Chemikalien, sie haben den Stock am Blick, was gerade etwas fehlt, da wird dann noch bestellt. Und noch an den TP selber ist das für uns ganz flott, wenn sie heute mit dabei sind, dann kann der Markt dann helfen, mal einen Schüler weiter etwas erklären, wenn gerade nicht so sehr mit kennt. Also insgesamt ein ganz wertvoller Arbeit für uns. Das war es mit diesem kleinen Video. Wir hoffen, es hat gefallen. Adieu.